Wie viele Millionen von ihrem Steuergeld sind an Covid-Impfstoffe geflossen? Und fließen noch immer. Die Regierung wollte ihr an der Chambre nicht wirklich so. Wir haben gewonnen. Das ist ein weiter historisch Victoire für Transparenz zu Lützburg. Das administrative Gericht hat dezidiert, dass ich als Deputierten das Recht habe, keine Verträge von der Covid-19-Vakzin zu sehen. Das Gesundheitsminister hat für dich behauptet, Lützburg hat keine Verträge mit den Vakzinherstellern unterschrieben. Dann hat sich herausgestellt, dass das eine Lüge war. Danach hat die Regierung behauptet, dass Deputierte wegen Vertraulichkeitsklauseln das Dokument nicht sehen können. Aber das Gericht sagt halt auch klar, das Vertrag muss vom Parlament kontrolliert gehen. Das Recht von den Deputierten auf Information kommt direkt aus der Verfassung. Das Urteil baut auf meine erste Victoire, dem sogenannten Arrêt Clement von 4 oder 4 Jahren ab, wo schon das Kontrollrecht vom Parlament gestärkt wird. Damals ging es dem Vertrag mit dem RTL-Gruppe. Wisst ihr was? Die Regierung hat Tausende von Euro von ihrem Steuergeld verschwendet, für gegen Deputierte an ihr Rechte zu prozessieren. Und für was? Weil sie nicht wollen, dass wir wissen, was mit ihrem Geld geschieht. Als gewählte Vertreter, also da ist Pflicht, die Regierung zu kontrollieren. Wir müssen transparente Informationen über öffentliche Ausgaben haben. Transparenz ist kein Luxus. Es ist ein fundamentaler Bestandteil von einer funktionierenden Demokratie. Und das genau dafür, dass ich weiterkämpfen werde. Für euch an ihr Rechte. Die Regierung hat die Möglichkeit, gegen das Urteil nach einem Appell zu gehen. Das gibt dann aber wirklich Weise, weil sie zur Transparenz und zur Kontrolle durch das Parlament steht. Folgt mir für mehr Transparenz in der Politik. Zusammen machen wir Lützburg besser.